Ich begrüße alle herzlich. Vse vas prisrčno pozdravljam. Ich hoffe, ihr hattet alle eine gute Nacht Upam, da ste vsi preživeli dobro noč und schon einen frohen Morgen. in veselo jutro že. Ich bin froh, dass wir den Vormittag noch haben, Vesel sem, da imamo danes dopoldan, denn wir haben heute Vormittag noch zwei wichtige Themen. kajti danes dopoldan sta pred nami dve pomembni temi. Wir leben in einer Zeit, in der die Gebundenheiten der Menschen enorm zunehmen. Živimo v času, v katerem odvisnosti pri ljudeh strašno se povečujejo. Daher ist es gut, wenn wir das Thema Befreiung von Gebundenheiten durch Jesus durchnehmen. Zato je dobro, da danes obdelamo temo osvoboditev od odvisnosti z Jezusom. Ich werde als Beispiel ausführlich zeigen, wie ein Mann von Tabak und Alkohol befreit wurde. Sedaj bom podal primer, kako je nek mož bil osvobojen in od tobaka in alkohola. Aber dieses Beispiel gilt nicht nur für diese beiden Dinge. Vendar ta primer ne velja samo za te dve odvisnosti. Diese Schritte können bei jeder Art von Gebundenheit gegangen werden. Te korake lahko uporabimo pri vseh vrstah odvisnosti. Manche Gebundenheiten erfordern noch Zusätzliches. Nekatere odvisnosti zahtevajo še nekaj. Dieses Thema ist nirgends in unseren Unterlagen schriftlich festgehalten. Te teme ni v tej knjižici, ki ste jo dobili. Ich habe es in Deutsch und in Englisch in der Form. Imam jo v tej obliki v nemščini in angleščini. Sieg über Tabak und Alkohol. Zmaga nad tobakom in alkoholom. Wie kann man mit Gottes Hilfe sofort und ohne Entzugserscheinungen frei werden? Kako smo lahko z Božjo pomočjo takoj prosti od odvisnosti in od odtegnitvenih težav? Ich erzähle von einem 39 Jahren alten Kraftfahrer in München. Govorim tukaj o 39 let starem vozniku tovornjaka iz Münchna. Ich darf auch seinen Namen nennen. Lahko imenujem tudi njegovo ime. Er ist da gerne einverstanden. On se s tem zelo strinja. Adolf war 39 Jahre alt. Adolfu je bilo 39 let. Kraftfahrer eines LKWs. Torej bil je voznik tovornjaka. Ein starker Mann. Močan možakar. Wir hatten in seiner Familie, seine Frau war in der Gemeinde. Njegova soproga je bila vernica cerkve. Einen Winter durch, Freitagabends ein Hauskreis, in dem wir das Buch Der Weg zu Christus Kapitel für Kapitel studierten. Torej smo v tej cerkvi, kjer je ona pripadala, proučevali poglavje za poglavje iz knjige Pot k Kristusu. Eines Abends sagte ich am Ende, Nekega večera sem ob koncu rekel, ich möchte jetzt jeden einladen, ein ganz kurzes Gebet zu sprechen. sedaj bi rad vsakega med vami povabil, da izgovori eno zelo kratko molitev. Entweder eine Bitte oder ein Dank, ganz kurz. Karkoli, ali prošnjo ali hvaležnost. Da betete Adolf, In tedaj je Adolf molil, Herr, hilf mir vom Rauchen. Gospod, pomagaj mi od kajenja. Ich habe im Moment nichts gesagt, weil die anderen dabei waren. V tem trenutku nisem ničesar povedal, kajti vsi so bili zraven. Aber ich habe ihm dann wissen lassen, Tedaj sem mu dal vedeti, möchten Sie gerne wissen, wie man mit der Hilfe Gottes sofort vom Rauchen frei wird, in ga vprašal, ohne Entzugserscheinungen. ali bi radi zvedeli, kako ste lahko takoj svobodni kajenja in to tudi brez odtegnitvenih težav. Er wollte das wissen. Je želel vedeti. Ich machte ihm als erstes klar, Najprej sem mu povedal, dass ich selbst ihm nicht helfen kann, da mu jaz osebno ne morem pomagati. dass ich ihm nur den Weg zeigen kann zu dem,
bei dem alle Hilfe ist. da mu lahko le nakažem na pot k tistemu, ki je za vse pomočnik. Adolf akzeptierte Gottes Angebot, Adolf je sprejel Božjo ponudbo wurde sofort frei. in je bil takoj svoboden. 14 Tage später 14 dni kasneje bat er mich, ob ich noch mal kommen könnte. Er hätte noch ein Problem. me je prosil, če lahko pridem še enkrat, ker ti imel še eno težavo. Er trank 10 bis 14 Flaschen Bier pro Tag. Kajti pil je 10 do 14 steklenic piva dnevno. Er wollte davon auch frei werden. Tudi tega se je želel osvoboditi. Weitere 8 Tage später habe ich ihn gebeten, ob ich ihm den Weg zu Jesus zeigen könnte. Naslednjih 8 dni sem molil zanj, kako bi mu lahko pokazal pot do Jezusa, damit er eine persönliche Christusbeziehung eingehen kann. da bi lahko stopil v osebno povezavo z Jezusom. Er wollte auch diesen Schritt gehen. Tudi ta korak je želel narediti. Danach erhielt er Bibelstunden Potem je bil udeležen svetopisemskih ur und nach einigen Monaten wurde er mit seiner ältesten Tochter zusammen getauft. in po nekaj mesecih sta bila skupaj s svojo starejšo hčerko krščena. Viele Menschen haben ein einfaches Gebet gesprochen und sind frei geworden. Mnogi ljudje so izgovorili eno preprosto molitev in so postali svobodni. Ich wollte Adolf aber einige Hinweise geben, dass er mit Überzeugung beten kann, denn er war ja nicht gläubig. Želel sem dati Adolfu nekaj navodil, kako lahko moli s prepričanjem, kajti on ni bil vernik. Als erstes lasen wir Najprej sva brala 1. Johannes 5, Vers 14. 1. Janezov list 5:14. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu ihm, zu Gott, In to je, da preberemo, dass, wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. in to je zaupnost ali zagotovilo, ki jo imamo z njim. On nas usliši, kadar prosimo po njegovi volji. Ich machte ihm klar, dass Gott Gebete nach seinem Willen erhört. Sem mu pojasnil, da Bog usliša molitve, ki so po njegovi volji. Ich warf die Frage auf, ob es wohl Gottes Wille sei, Menschen vom Zigarettenkonsum In zu sem ga befreien. vprašal, mar ni Božja volja, da osvobodi ljudi od uporabe tobaka. Und damit er da eine gute Antwort geben konnte, studierten wir In ker je tedaj lahko dal dober odgovor, sva proučevala 1. Korinther 3, prvo pismo Korinčanom 3, Verse 16 und 17. prvo pismo Korinčanom 3, 16 in 17. Wisset ihr nicht, Mar ne veste, dass ihr Gottes Tempel seid da ste Božji tempelj und dass der Geist Gottes in euch wohnt? in da Božji duh prebiva v vas? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, Če pa kdo Božji tempelj uničuje, den wird Gott verderben. bo Bog uničil njega. Denn der Tempel Gottes ist heilig, Božji tempelj je namreč svet der seid ihr. in to ste vi. Ich fragte, wie sehen Sie das? Sem ga vprašal, kako vidi to? Ist Rauchen für den Körper schädlich? Ali je kajenje za telo škodljivo? Klar. Seveda. Ist Rauchen demnach Sünde? Ali je kajenje potem takem greh? Ja. Ja. Ich habe hunderte Raucher gefragt. Na stotine kadilcev sem vprašal. Kaum einer hat nicht geglaubt, dass das Sünde ist. Skoraj niti eden ni bilo, da ne bi verjel, da je kajenje greh. Jährlich sterben weltweit weit über 4 Millionen Menschen an den Folgen des Rauchens. Letno umira na milijone ljudi zaradi posledic kajenja. Will Gott, dass wir sündigen? Ali Bog želi, da mi grešimo? Nein, Ne. im Gegenteil. Er will, dass wir nicht sündigen. Prav nasprotno, on noče, da bi mi grešili. Das bedeutet auch, wenn wir diese Erkenntnis To haben, pomeni, če imamo to spoznanje, Gott will, dass wir nicht in dieser Abhängigkeit bleiben. Bog ne želi, da bi ostali v tej odvisnosti.
weil Gott nicht will, dass wir laufend sündigen. Zato, ker ne želi, da bi stalno grešili. Diese Erkenntnis ist bei allen Gebundenheiten und Süchten wichtig. To spoznanje je pravzaprav pri vseh odvisnostih pomembno. Wenn wir wissen, das ist Sünde, Kajti, če vemo, da je, dann dürfen wir wissen, dass Gott unser Gebet auf jeden Fall erhört. da gre za greh, potem vemo tudi, da bo Bog v vsakem primeru uslišal tudi molitev. Ich sagte zu Adolf, wenn Rauchen Sünde ist, Pa sem rekel Adolfu, če je kajenje greh, dann ist es notwendig, Gott um Vergebung zu bitten. potem je potrebno prositi Boga za odpuščanje. Diese Bitte gewährt er uns gerne und sofort. In takšno prošnjo nam bo hitro uslišal in takoj. Wir lasen 1. Johannes 1, Vers 9. Brali smo v 1. Janezovem listu 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, Kjer piše, če pripoznavamo ist svoje Gott grehe, treu und gerecht, torej, če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen. dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Ja. Gott verspricht uns, Bog nam obljublja, Sünden, die wir bekennen, wird er vergeben. grehe, ki jih priznamo, nam bo odpustil. Meine Frage an Adolf war, Moje vprašanje za Adolfa je bilo, darf ich fragen, ob Sie bereit sind, Gott die Sünde des Rauchens zu bekennen? ali vas lahko vprašam, ali ste pripravljeni priznati svoj greh kajenja Bogu? Ja, Da, dann wird Gott Ihnen die Sünde vergeben. in tedaj vam bo Bog odpustil grehe. Dafür dürfen wir dankbar sein. In zato smo mu lahko hvaležni. Aber natürlich geht es auch darum, Seveda je šlo tudi diese Sünde anschließend nicht erneut zu tun, zato, da teh grehov ne bi ponovili. da Gott nicht will, dass wir weiter sündigen und uns schädigen. In ker Bog ne želi, da bi mi naprej grešili in nam škodovali, Ist er bereit, uns zu befreien, je pripravljen nas osvoboditi, wenn wir ihn im Glauben darum bitten? če ga v veri prosimo za to. Dafür haben wir seine Zusage in Johannes 8, Vers 36. Zato imamo zagotovilo v Janezu 8, vers 36. 36, 8:36. Janez Eine 8. wunderbare Verheißung Jesu. Čudovita Jezusova obljuba. Wenn euch der Sohn frei macht, Če vas sin osvobodi, so seid ihr wirklich frei. potem ste resnično svobodni. Zum Beispiel, Naprimer, wenn Menschen frei werden vom Alkohol durch Therapie, če so ljudje svobodni od alkohola po terapijah, die dauert meistens 3 Monate, ki večinoma trajajo krog 3 mesece, dann nennt man sie hinterher trockene Alkoholiker. potem jih kasneje imenujejo suhi alkoholiki. Warum trockene Alkoholiker? Zakaj suhi alkoholiki? Sie haben nach wie vor das Verlangen, Kajti še vedno imajo hrepenenje, aber sie beherrschen sich, es nicht mehr zu tun. vendar se obvladujejo, da ne pijejo več. Wenn Jesus aber einen frei macht, Toda, ko Jezus nekoga osvobodi, dann ist er wirklich frei. potem je resnično svoboden. Er muss das nicht mehr, er hat keinen Drang und kein Verlangen mehr Ne danach mora več, niti ima več hrepenenja potem und er will es auch nicht mehr. in ne želi več. Dann ist das Problem gelöst, er muss nicht dauernd sich zwingen und In beherrschen. s tem je ta težava rešena, njemu se ni treba stalno priseljevati in obvladovati. Wenn Jesus uns frei macht, Ko nas macht er Jezus uns wirklich osvobodi, frei. on nas resnično osvobodi. Wann werden wir erhört? Kdaj bomo uslišani? 1. Johannes 5, Vers 15. 1. Janezov list 5:15. Und wissen wir, dass er uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, In če vemo, da nas vsem posluša, za karkoli ga prosimo, in Klammer nach seinem Willen, v oklepajih po njegovi volji, dann wissen wir auch, tudi vemo, dass wir schon im Besitz des Erbetenen sind, da že imamo, kar smo prosili.
das wir ihn gebeten haben. kar smo ga prosili. Gott erhört uns bereits während des Betens. Torej, Bog nas usliša že med molitvijo. Es gibt keine Wartezeit. Ni čakalne dobe. Wenn unsere Bitte, also während wir beten, erhört wird, Ko je naša prošnja uslišana v času molitve, dann können wir im gleichen Gebet noch dafür danken. potem smo že lahko v isti molitvi hvaležni za to. Ich erklärte Adolf, Sem pojasnil Adolfu, dass es biblische Aussagen gibt, da obstajajo svetopisemske izjave, in denen Gott uns unter einer bestimmten Bedingung etwas verspricht. v katerih nam Bog pod določenimi pogoji nekaj obljublja. Man nennt dies Verheißungen. To imenujemo obljube. Es gibt ungefähr 3000 Verheißungen in der Bibel. V Svetem pismu je od približno 3000 obljub. Gott gab sie uns, damit wir seinen Willen und die Bedingungen kennen Bog nam jih je dal, da spoznamo njegovo voljo in pogoje und es uns leicht fällt, ihm zu vertrauen. in da nam bo lažje njemu zaupati. Wenn wir Kindern etwas versprechen, Če otrokom nekaj obljubimo, rechnen sie fest damit, dass sie es auch bekommen. oni računajo trdno s tem, da bodo tudi dobili. Genauso dürfen wir uns auf die Zusagen Gottes verlassen. Prav tako se lahko zanesemo na Božje obljube. Adolf war im eigentlichen Sinn nicht gläubig. Adolf v pravem smislu besede ni bil vernik, Dennoch erhörte Gott seine Gebete. pa je Gospod vseeno uslišal njegovo molitev. Das tat Gott sicher, ihm seine Liebe zu zeigen To je Bog seveda naredil zato, da bi mu pokazal svojo ljubezen, und ihn dafür zu öffnen, ihm zu vertrauen. da bi ga odprl, da mu zaupa. Vor dem Beten stellte ich Adolf noch eine wichtige Frage. Pred molitvijo sem zastavil Adolfu še eno pomembno vprašanje. Möchten Sie mit Rauchen aufhören? Ali želite prenehati s kajenjem? Ist das nur Ihr Wunsch Ali je to samo vaša želja? oder wollen Sie wirklich aufhören? Ist das Ihre Willensentscheidung? Ali dejansko hočete prenehati s kajenjem? Ali je to odločitev vaše volje? Adolf sagte, ich will wirklich Schluss machen. Adolf je rekel, hočem dejansko napraviti konec s kajenjem. Weiter fragte ich ihn, wann wollen Sie die letzte rauchen? Sem ga vprašal, kdaj hočete zadnjo pokaditi? Ich erklärte ihm, dass es nicht angebracht sei, nach der Befreiung von Gott nochmal zu rauchen. Rekel sem mu, da ni prilično, da potem ko je že dobil od Boga osvoboditev, ponovno prižgati cigareto. Adolf erklärte, Adolf mi je povedal, dann habe ich vorhin bereits die letzte Zigarette geraucht. potem sem že pokadil zadnjo cigareto. Dann besprach ich mit ihm den Inhalt des Gebets, Potem sva se pogovorila o vsebini molitve, damit feststellen kann, ob mit allem einverstanden ist, ob alles bejaht. da lahko ugotovi, ali je razumel vse, ali pritrjuje vsem. Bejahte das Gebet, Pritrdil je k tej molitvi, aber dann sagte potem pa je rekel, ich habe eine Bitte. imam eno prošnjo. Würden Sie mir das Gebet Satz für Satz vorsprechen? Ich kann mir das nicht alles merken. Ali bi mi lahko to molitev stavek po stavek še enkrat rekli, kar ti ne morem si ga zapomniti. So habe ich ihm also das Gebet dann Satz für Satz vorgesprochen. In sem mu potem to molitev stavek po stavek še enkrat izgovoril. Sprach es nach. In on je za mano izgovoril. Es war damit sein und unser Gebet. S tem je to postala njegova in najina molitev. Ich mache nun noch einen kleinen Einschub. Sedaj bi tukaj napravil en majhni vložek. Wenn Menschen ungläubig sind, für die wir beten wollen und mit die wir zum Beten anleiten, Ko so ljudje ne verujejo v to, za kaj molijo ali za to, kar jih mi želimo nagovoriti, da bi molili, dann ist es gut, wenn Sie vor dem Befreiungsgebet noch folgendes kurze Gebet sprechen. potem je zelo dobro, da pred to
molitvijo za osvoboditev, sami izgovorite sledečo molitev. Großer Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Veliki Bog, pravzaprav, Entschuldigung, da z njim to molitev izgovorite. Veliki Bog, ne vem, ali obstajaš, Aber wenn es dich gibt, toda če obstajaš, dann erhöre bitte mein Gebet, potem uslišaj mojo molitev, damit ich auch weiß, dass du da bist da bi vedel, da obstajaš und dass du dich um mich kümmerst. in da skrbiš zame. Also, wenn wir mit Ungläubigen beten, wenn Torej- sie beten wollen, das voraus. Če molimo z nevernimi ljudmi, dajmo moliti najprej to molitev z njimi. Dann habe ich folgendes Gebet Adolf vorgesprochen, Potem pa sem sledečo molitev njemu izgovoril. das in allen Dingen aufgebaut hat auf den Verheißungen Gottes. A celotna molitev je zgrajena na božjih obljubah. Vater im Himmel, Oče nebeški, Moment mal. Doch, ich habe noch eins. Ich will nur Tiho mir die Übersetzung erleichtern. hoče mi samo olajšati prevod. Okay, danke. Nebeški Oče, Vater im Himmel, ich danke dir, sem ti hvaležen, dass ich mich mit meinem Problem an dich wenden darf. da se lahko s svojimi težavami obrnem nate. Ich bekenne dir, Priznavam ti, dass ich meinen Körper durch Rauchen geschädigt habe. da sem svoje telo s kajenjem poškodoval. Ich freue mich, dass du mir diese Sünde vergibst, Veselim se, da mi odpuščaš ta greh, weil ich sie dir bekenne. ker ti ga priznavam. Denn dein Wort verspricht, Tvoja beseda obljublja, wenn wir unsere Sünden bekennen, vergibst du uns. ko priznavamo svoje grehe, jih nam odpuščaš. Danke, dass du mir bereits vergeben hast. Hvala, ker si mi jih že odpustil. Aber Vater, ich habe noch die Not, dass ich nicht vom Rauchen loskomme. Toda oče, jaz sem še vedno v stiski, da nisem osvobojen kajenja. Ich habe schon viele Versuche gemacht, Sem naredil že veliko poskusov, aber ich habe es nicht geschafft. vendar mi ni uspelo. Nun bitte ich dich herzlich, Sedaj te prisrčno prosim, dass du mir das Verlangen und den Geschmack nach dem Tabak vollständig wegnimmst. da mi hrepenenje po okusu tobaka popolnoma odvzameš. Denn du hast versprochen, Kaj ti obljubil si mi, wen der Sohn frei macht, kogar sin osvobodi, den macht er wirklich frei. tega bo dejansko osvobodil. Da dein Wort außerdem sagt, dass du Bitten nach deinem Willen erhörst, Ker pa tvoja beseda razen tega pravi, da prošnjo, ki je po tvoji volji, uslišaš und dass wir dann das Erbetene bereits besitzen, in da to, za kar smo molili, že posedujemo, danke ich dir jetzt, dass du mich schon frei gemacht hast. sem ti že sedaj hvaležen, da si me osvobodil. Ich will mit deiner Hilfe nie mehr rauchen. S tvojo pomočjo ne bom nikoli več kadil. Habe Lob und Dank für deine gnädige Hilfe. Naj ti bo slava in hvala za tvojo milostno pomoč. Als wir aufgestanden waren Ko sva se vstala od molitve, vom Gebet, od molitve, gab ich Adolf die Hand und Sam. sagte ihm, Adolfu segel v roko in mu rekel, ich gratuliere Ihnen zu dem großen Sieg, den Gott Ihnen geschenkt hat, čestitam vam na veliki zmagi, ki vam jo je podaril Bog. und umarmte ihn. In tedaj so se objela. Er hatte von da ab kein Verlangen mehr nach Tabak, Od tedaj naprej ni imel več nobenega hrepenenja po tobaku, kein Geschmack mehr daran niti und, godnega okusa v njem und keine Entzugserscheinungen. in nobenih odtegnitvenih težav. Ab diesem Zeitpunkt Od tega trenutka
Sein Beifahrer im LKW rauchte im Führerhaus. je njegov sovoznik v tovornjaku še naprej kadil. Das stank ab da für ihn. Za njemu je to strašno smrdelo. Ich riet ihm, seinem Körper bei der Reinigung von den Giften durch, Svetoval sem mu, da svojemu telesu zaradi očiščenja od teh strupov durch viel Wasser trinken zu helfen si pomaga z veliko pitja tekočine vode und Bewegung an der frischen Luft. in z veliko gibanja na svežem zraku. Und mancher liegt an dem Platz, wo er die Zigaretten vorher hatte, In na tem mestu, kjer je včasih imel cigarete, wo die Hand so eingeübt tam, ist, kjer je roka vedno že sama po sebi šla, einige Haselnüsse, da si tam postavi nekaj lešnikov, das Nervennahrung to je hrana za živce, oder einige Wacholderbeeren, ali nekaj Wacholderbeeren, was sind das? Ist das ein Bonbon, oder? Nein, das ist eine Frucht. Eine Frucht. Wacholderbeer, neke jagode so, zdaj kakšne so? Brusnice recimo. Wacholderbeeren sind für Blutreinigung. Ki so za čiščenje krvi. Damit also die Hand bei der geübten Bewegung was anderes vorfindet. Zato, da bi roka pri tem gibu našla nekaj zdravega. Und ich sagte ihm weiter, es ist gut, wenn Sie vorerst Raucher meiden. In sem mu rekel, dobro je, če predtem se izogibate kadilcev. Wenn die merken, dass sie frei geworden sind, Kajti ko opazijo, da ste postali svobodni, versuchen Sie mit aller Gewalt, Sie wieder zum Rauchen zu bodo bringen. poskušali z vsemi močmi, da vas nazaj zapeljajo v kajenje. Unmittelbar nach dem Gebet merkte Adolf überhaupt nichts. Neposredno po molitvi Adolf ni čutil prav ničesar. Wir empfangen die Erhörung im Glauben. Mi smo pravzaprav dobili uslišanje v veri, Aber einige Stunden später merkte er hat kein Verlangen mehr nach toda dem nekaj Tabak. ur kasneje je začutil, da ni imel več tega hrepenenja po tobaku. Vorher ist er nachts aufgewacht, hat eine Zigarette nachts geraucht und dann weiter geschlafen. Predtem se je včasih znal po noči zbuditi in prežgati cigareto. Dann hatte er nach einigen Stunden die Erhörung praktisch. Tako da je on po nekaj urah imel praktično uslišanje temu. Adolf machte ab dem nächsten Morgen etwas ganz Neues. Adolf je od naslednjega jutra počel nekaj čisto novega. Er hielt eine Andacht von 15 Minuten. Imel je osebno bogoslužje od 15 minut. Als ich ihm sagte, es ist wertvoll, wenn Sie jetzt mit Gott leben, dass Sie frei bleiben, Ko sem mu rekel, to je zelo dragoceno, da z Bogom zdaj živite, odkar ste svoboden, und ich schlug ihm vor, in sem mu predlagal, eine Andacht zu halten, da ima to osebno proučevanje, da sagte er, wissen Sie, wann ich aufstehen muss? potem je rekel, a veste, kdaj jaz običajno vstajam? Um 3:30. Ob 3:30. Seine Frau, die dabei war, sagte, Adolf, ich stehe mit dir auf. Vendar njegova soproga, ki je bila zraven, je rekla, Adolf, s tabo se bom ustala. Und er hat ab diesem Tag In od tistega dne Andacht gehalten. je imel osebno bogoslužje. Ich habe inzwischen ein kleines Blatt geschrieben, Vmes sem že napisal en tak majhen traktat, mit Gewinn die Bibel lesen. Wie macht man das? kako brati Sveto pismo z občutkom za dobiček. Ali pa dobitek. Wie kann ich einen 14-Tage-Test mit der Bibel durchführen? Kako lahko opravim 14-dnevni test s Svetim pismom? Ich lasse dies. Entschuldigung. Bitte. Ja, mir geht's genauso. Ich dampfe schon. Wir sind auf der Adria. Ja. Nach 2 Wochen bat Adolf um einen weiteren Besuch. Po 2 tednih me je Adolf prosil za
drugi obisk. Da ließ er mich das wissen, dass er 10 bis 14 Flaschen Bier trinkt pro Tag. In tedaj mi je povedal, da spije 10 do 14 steklenic piva. Er wollte auch vom Alkohol frei werden. Torej, želel se je tudi od alkohola osvoboditi. Und wir dürfen mit denselben Bibeltexten für die anderen Probleme beten. In z istimi svetopisemskimi besedili lahko beremo za druge težave, za vse druge težave. Auch hier schenkte Gott sofortigen Sieg. Tudi tukaj mu je Bog podaril takojšnjo zmago. Der Arzt staunte, wie seine Blutwerte besser wurden. Zdravnik se je začudil, kako se je njegova kri popravila. Und von dem Geld, was er erspart hatte, vom nicht mehr rauchen und trinken, In z denarjem, ki si ga je privarčeval zaradi tega, ker ni več kadil in pil, hat er nach einem Jahr mit Frau und beiden Töchtern Urlaub in den USA gemacht. so z ženo in obema hčerkama napravili en čudoviti dopust v Združenih državah. Eine Woche später En teden kasneje bat ich ihn um ein Gespräch. sem ga prosil za en pogovor. Ich fragte ihn, ob Vprašal ich sem ihm ga. zeigen dürfte, wie er eine persönliche Beziehung zu Christus aufbauen kann. Ali mu lahko pokažem, kako zgradi osebno razmerje s Kristusom. Er war bereit dazu, Je bil pripravljen za to und so studierte ich mit ihm in sem tako z njim proučeval dieses Heft. ta zvešček. Ich weiß nicht, ob ihr das in Slowenien auch habt. Ja, wir haben es auch. To je naša Ergreife das svetopisemska šola. Leben. Ja. Ergreife das Leben, kako se pri nas to imenuje, zgrabi življenje. Vem, to je prevod zgrabi življenje. Izberi življenje. Ja, wir haben es auch. Ja. Wunderbar. Ich hoffe, ihr benutzt es auch. Upam, da to tudi uporabite. Dieses Heft zeigt das Evangelium in der kürzestmöglichen Form. Ta zvešček kaže na evangelij v najkrajši obliki. Erstens, Najprej, prvo, Gott liebt mich. Bog me ljubi. Zweitens, Drugič, ich bin ein verlorener Sünder. jaz sem izgubljeni grešnik. Drittens, Tretjič, Jesus ist Gottes Lösung. Jezus je Božja rešitev. Viertens, Četrtič, wie kann Jesus die Lösung für mein Leben werden? kako lahko Jezus postane rešitev za moje življenje. Und In fünftens, petič, wie lebe ich weiter, wenn ich ihn als meinen Herrn und Erlöser angenommen habe? kako lahko živim naprej, ko sem ga sprejel kot Gospoda in odrešenika. Auf dem Heft ist vorne drauf eine Frage. Od spredaj in zadaj je na tem zveščku eno vprašanje. Angenommen, Sie sterben heute Nacht. Kaj, če umrete nocoj? Hätten Sie die Gewissheit auf ewiges Leben mit Jesus Christus? Ali lahko imate prepričanje, da boste živeli večno s Kristusom? Die meisten Leute antworten nein. Večina ljudi odgovarja ne. Einige sagen, ich hoffe es. Nekateri rečejo upam. Das bringt auch nicht weiter. Tudi to ni kaj preveč. Einige wenige sagen, ja, Zelo redki rečejo da, ich habe die Gewissheit. imam to prepričanje. Wenn jemand sagt, ja, Kadar nekdo reče da, dann stellen wir ihm eine weitere Frage. tedaj mu zastavimo naslednje vprašanje. Ich spreche in ein Bild, Govorim v en podobi, prispodobi. angenommen, Sie stehen am Himmelstor Recimo stojite pred nebeškimi vrati und Gott fragt Sie, warum willst du hier herein? in vas Bog vprašuje, zakaj hočeš vstopiti? Welchen Grund würden Sie Gott nennen? Kateri razlog boste navedli? Wenn er sagt, Če bo povedal, weil ich so gut bin, zato ker sem tako dober, weil ich die Gebote Gottes halte, zato ker držim Božje zapovedi, weil ich den Menschen helfe, zato ker ljudem pomagam, dann wisst ihr, daj veste, sein Ja hat tönerne Beine,
denn er setzt auf Werksgerechtigkeit. da njegov da pravzaprav ima noge iz ila, kajti on se zaupa na pravičnost. Wenn er in irgendeiner Form zum Ausdruck bringt, weil ich Jesus vertraue oder weil ich Gott vertraue, Če pa na nek drug način pa reče, zato ker zaupam Jezusu ali Bogu, dann seht ihr, dass das eine richtige Grundlage hat, potem boste videli, da je to pravi temelj, sein Gottvertrauen. torej zaupanje v Boga. Hier steht dann vorne, Tukaj spredaj stoji, bleiben Sie nicht im Ungewissen. ne ostanite v negotovosti. 5 Tatsachen sollen Ihnen helfen, eine Antwort zu finden. 5 dejstev naj bi vam tukaj pomagali, da najdete odgovor. Erstens, Prvič, wer Gott sucht, macht die Entdeckung seines Lebens. tisti, ki išče Boga, bo napravil odkritje svojega života. Bo doživel odkritje svojega življenja. Gott liebt mich. Bog me ljubi. Gottes Liebe hat sich darin gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. 1. Janezov list 4, 9 in 10. Božja ljubezen se je pokazala pri tem, da je poslal svojega edinorojenega sina. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Po njem nam, torej berem zdaj dobesedno, Božja ljubezen do nas pa se je razodela v tem, da je Bog poslal v svet svojega edinorojenega sina, da bi živeli po njem. Das Besondere an dieser Liebe ist, Ljubezen je v tem, nicht wir haben Gott geliebt, ne v tem, da bi bili mi vzljubili Boga, sondern er hat uns geliebt. on je nas vzljubil Er hat seinen Sohn gesandt, der sich für uns opferte, in poslal svojega sina v spravno daritev za naše grehe. um unsere Schuld von uns zu nehmen. Ja, habe schon das gelesen. Deshalb hat Gott einen Plan für mich. Zato ima Bog načrt zame. Gott liebte die Menschen so sehr, Bog je ljubil ljudi toliko, dass er seinen einzigen Sohn hergab. da je dal svojega edinorojenega sina, Nun wird jeder, der sein Vertrauen auf den Sohn Gottes setzt, da bo vsak, ki je svoje zaupanje postavil na Božjega sina, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. torej da tak vsak ne bo izgubljen in pogubljen, temveč imel večno življenje. Janez 3,16. Jesus verspricht, ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Jezus obljublja, jaz sem prišel zato, da bi imeli življenje v izobilju. Gott bietet mir Großes an. Bog mi veliko ponuja. Ein sinnerfülltes, inhaltsreiches Leben jetzt, Smiselno, vsebinsko življenje danes ein ewiges Leben später. in večno življenje kasneje. Warum kommt dieses Angebot Gottes so wenig zur Geltung? Zakaj ta Božja ponudba prihaja tako redko v poštev? Zweitens, Drugič, wir haben uns von Gott getrennt. ja, zato ker smo se ločili od Boga. Von Anfang an war der Mensch zur Gemeinschaft mit Gott berufen. V začetku je bil človek povabljen v občestvo z Bogom. In eigener Willensentscheidung löste er sich von Gott. Zaradi svoje lastne voljne odločitve se je ločil od Boga. Er meinte dadurch unabhängig zu werden. Ker je mislil, da bo tako postal neodvisen. So ging die enge Beziehung zu Gott verloren. Tako je izginilo to tesno občestvo z Bogom. Diese Entscheidung des Menschen nennt die Bibel Sünde. Takšno človekovo odločitev svetopismo imenuje greh. Dabei spielt es keine Rolle, Pri tem ne igra nobenega pomena, ob sich das als aktive Auflehnung ali tukaj gre za aktivno, torej dejavno odklanjanje oder als passive Gleichgültigkeit Gott ali gegenüber pa zeigt. za pasivno ravnodušnost do Boga. Sünde trennt von Gott. Greh ločuje od Boga.
Was Sünde ist, wird in der Bibel so erklärt: Sveto pismo pojasnjuje, kaj je greh. Eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott Izaija 59:2 pravi, vaše krivice so Und- vas ločile od vašega Boga und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch. in vaši grehi zaklanjajo njegovo obličje pred vam, Dass ihr nicht gehört werdet. da vas ne bo uslišal. Wer sündigt, lehnt sich gegen Gott auf. Kdor greši, se nasprotuje Bogu. 1. Janez 3:4. Jedes Unrecht ist Sünde. Vsaka nepravičnost je greh. Ich kann eine Bemerkung machen. Diese alle, pardon, zdaj začel vam govoriti v nemščini. Vsa ta besedila so iz nemškega svetega pisma Gute Nachricht, zato se slišijo malo drugače kot naši prevodi navadni. Ne. Torej, Gute Nachricht, to je neka vrsta, bi rekli, svetega pisma, kot je pri nas, recimo zdaj ta novi življenje z Jezusom, se mi zdi, da se imenuje, tako nekaj podoben tak prevod. Ich habe nur über die Gute Nachricht Übersetzung gesagt, weil es klingt ein bisschen anderes, als wir gewohnt sind. Aha, gut. Ja. Darum bemühen sie sich selbst um ein sinnerfülltes Leben. Zato se sami trudijo, da bi dosegli osmiselno življenje. Smiselno življenje. Aber wie? Toda kako? Ohne Gott. Brez Boga? Doch durch ein rechtschaffenes, anständiges Leben Vendar po dobro nastavljenem, pristojnem, ali kako rekli, ne, anständig je, spodobnem, tako, hvala. Po spodobnem življenju, ja, durch weltverbessernde Ideen po idejah, ki stremijo po izboljšanju sveta oder religiöse Leistungen ali po religioznih dosežkih, wird der Abgrund zwischen uns und Gott nicht überbrückt. ta vrzel med nami in Bogom se ne more premostiti. Die Sünde mit ihren Folgen wird durch alle diese Versuche nicht beseitigt. Greh z vsemi njegovimi posledicami se s temi poskusi ne da greha se ne da tako odstraniti. Wie lautet Gottes Antwort auf alle diese auf die Kako se Bemühungen der glasi Menschen? Božji odgovor na vsa ta človeška prizadevanja? Drittens, Jesus Christus starb wegen meiner Sünde. Tretjič, Jezus Kristus je umrl zaradi mojih grehov. Mit seinem Tod hat er den Preis für meine Schuld bezahlt. S svojo smrtjo je plačal ceno za mojo krivico. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet. Zaradi našega, Izaija 53:5, torej zaradi naših prestopkov je bil ranjen Und um unserer Sünde willen zerschlagen. in zaradi naših grehov je bil prebit. Die Strafe liegt auf ihm, Kazen je na njem, auf dass wir Frieden hätten. da bi mi imeli mir, Und durch seine Wunden sind wir geheilt. in po njegovih ranah smo pozdravljeni. Jesus Christus ist ja für sie gestorben. Jezus Kristus je umrl za nje, Mehr noch, celo več, er ist vom Tod erweckt worden. je bil obujen od smrti Er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. in sedi na Božji desnici in posreduje za nas. Durch Jesu Tod und Auferstehung ist für mich eine enge Beziehung zu Gott wieder möglich geworden. Po Jezusovi smrti in ustajenju mi je omogočeno ozko občestvo z Bogom. Ponovno omogočeno ozko občestvo z Bogom. Tesno. Jesus sagt selbst, Jezus sam pravi, ich bin der Weg, der zur Wahrheit und zum Leben führt. jaz sem pot,
ki vodi k resnici in k življenju. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Druge poti do očeta ni. Gott tat von sich aus, was mir unmöglich ist. Bog je od sebe storil to, kar meni samemu ni možno. Er überbrückte den trennenden Abgrund zwischen mir und ihm. On je premustil to vrzel, ki naju loči. Das geschah, als der Sohn Gottes stellvertretend für meine Sünden In to se starb. je zgodilo, ko je Božji sin namesto mene umrl za moje grehe. Jesus Christus und sonst keiner kann die Rettung bringen. Sam Jezus Kristus in nihče drug lahko prinese Auf der odrešitev. ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, Na celem svetu Bog nima drugega imena, durch den wir gerettet po werden katerem könnten. bi bili lahko rešeni, Es genügt nicht, diese Tatsache zu kennen. in ni zadosti, da spoznavamo to dejstvo. Gott wartet auf meine Reaktion. Bog pričakuje na moj odziv, Die könnte so aussehen. ki bi lahko izgledala takole. Viertens, Četrtič. ich nehme Jesus Christus als meinen Herrn und Retter an. Odločam se, da bom sprejel Jezusa Kristusa kot svojega Gospoda in odrešenika. Es ist tatsächlich reine Gnade, dass ihr gerettet seid. To je v resnici prava milost, čista milost, da ste rešeni. Ihr selbst könnt nichts dazu tun, Vi sami za to ne morete ničesar prispevati, als das im Vertrauen anzunehmen, was Gott euch schenkt. ničesar drugega, kot da bi z zaupanjem sprejeli to, kar vam Bog podari. Ihr habt es nicht durch irgendein Tun verdient, Niste si tega zaslužili s kakršnim-koli dejanjem, denn Gott will nicht, dass sich jemand vor ihm auf seine eigenen Leistungen berufen kann. kajti Bog ne želi, da bi se kdorkoli pred njim skliceval na svoje lastne zasluge. Jesus annehmen bedeutet, Jezusa sprejeti pomeni Lebensgemeinschaft mit ihm zu haben, imeti življenjsko občestvo z njim, Glauben und Vertrauen in ihn. verovati in zaupati mu. Er sagt, On pravi, siehe, ich stehe vor der Tür und glej, stojim klopfe pred an. vrati in trkam. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu Če- dem werde ich eingehen. Če kdorkoli sliši moj glas in mi odpre vrata, k njemu bom vstopil. Dann ist es notwendig, Tedaj pa je potrebno den Menschen zu fragen. Ich habe Adolf gefragt, tega človeka vprašati. Jaz sem Adolfa vprašal, bestimmt Christus ihr Leben ali Kristus določa vaše življenje, oder bestimmen Sie ihr Leben? ali vi določate svoje življenje. Er hat gesagt, ich bestimme mein Leben On selbst. je rekel, jaz si sam določam svoje življenje. Diese Haltung hat ganz andere Folgen. Ta drža ima čisto drugačne posledice. Wenn ich mein Leben bestimme, Ko si jaz določam svoje življenje, kann zum Beispiel Geltungsdrang sein, lahko je tukaj en Geltungsdrang. oh, lass weg, Okay. Zweifel, Unsicherheit, Torej, Schuld, dvom, negotovost, dokazovanje. Hvala lepa. Torej, potreba po dokazovanju, dvomi, negotovost, občutek krivde, innere Unruhe und anderes. notranji nemir in drugo. Wenn Christus mein Leben bestimmen darf, Ko pa Jezus določa moje življenje, dann führt er mich. takrat On vodi. Und der Gewinn besteht aus Frieden, Gewissheit, Vergebung, Liebe und ewigem Leben. In iz tega dobim mir, gotovost, odpuščanje, ljubezen, večno življenje. Die Frage ist, welchen Weg wünschen Sie in Zukunft für Ihr Leben? Vprašanje je, katero pot ste se vi izbrali za svoje življenje?
Adolf sagte mit Christus. Adolf se je odločil za Kristusa. Wie kann ich Christus in mein Leben aufnehmen? Kako lahko sprejmem Kristusa v svojem življenju? Das geschieht durch ein Gebet. To se dogaja v molitvi, Ich z kann, mich, molitvijo. ich kann mich heute, jetzt für Christus entscheiden. Lahko se danes, sedaj odločim za Kristusa. Es ist so einfach, mit Jesus zu sprechen. Tako je preprosto govoriti z Jezusom. Die Bibel nennt das Beten. Sveto pismo to imenuje molitev. So könnte mein Gebet lauten. Moja molitev bi lahko izgledala takole. Ich habe es Adolf erst mal vorgelesen, Adolfu sem prvič samo prebral, dann habe ich ihm gesagt, ich lese es jetzt noch mal ganz langsam, tedaj sem mu rekel, sedaj bom čisto počasi prebral, damit Sie sich klar werden können, ob Sie das beten wollen und können. potem, da vidim, ali vam bo jasno, če lahko tako molite in tako hočete. Es ist ein Gebet, mit dem wir unser Leben Jesus übergeben. To je molitev izročitve življenja Jezusu. Wir dürfen das einmal grundlegend tun und dann jeden Tag neu. Prvič bomo to v temelju naredili in potem vsak dan znova. Vielleicht möchtest du still das Gebet mitbeten, wenn ich es jetzt vorlese. Lahko vsak v sebi v tihem ponavlja to molitev, ko bomo zdaj brali. Herr Jesus Christus, Gospod Jezus Kristus, ich danke dir, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. hvaležen sem ti, da si umrl zame in vstal. Ich bin ein Sünder, Jaz sem grešnik. bitte vergib mir. Prosim, odpusti mi. Komm jetzt in mein Leben. Pridi, vstopi zdaj v moje življenje. Ich kann mich selbst nicht retten. Sam se ne morem rešiti. Ich kann mir das ewige Leben nicht verdienen. Ne morem si zaslužiti večnega življenja. Darum vertraue ich dir. Zato zaupam tebi. Befreie mich von der Macht des Bösen. Osvobodi me moči zla. Schenke mir die Kraft, dir nachzufolgen. Podari mi moč, da ti sledim. Mit allem, was ich bin und habe, ergebe ich mich dir. Z vsem, kar sem in imam, se ti izročam. Ich nehme das ewige Leben an. Sprejemam večno življenje. Ich bin es nicht wert, Nisem ga vreden, aber ich danke dir für dieses Geschenk. vendar se ti zahvaljujem za to darilo. Adolf wollte dieses Gebet beten. Adolf je želel moliti to molitev. Wir haben uns zusammen mit seiner Frau niedergekniet. Skupaj z njegovo ženo smo pokleknili. Jeder hatte das Heft in der Hand Vsak je imel ta zvešček v roki und wir haben es gemeinsam gebetet. in smo skupaj molili. Als wir vom Gebet aufstanden, Ko smo vstali od molitve, habe ich Adolf gefragt, sem vprašal Adolfa, Herr Dietl, wenn Sie heute Nacht sterben würden, gospod Didl, sind Sie dann gerettet oder nicht? če se zgodi, da bi umrli nocoj, ali boste rešeni ali ne? Er sagte, selbstverständlich bin ich gerettet. In je rekel, seveda bom rešen. Und seine Frau, die in der Gemeinde ist, Njegova žena, ki pa je v cerkvi, die schrie, ona je zakričala, Adolf, Adolf, wie kannst du so etwas sagen? kako lahko nekaj takega rečeš? Wer hatte recht? Kdo je imel prav? Adolf. Adolf. Ja. Unsere Rettung geschieht im Moment des Gebets. Naše zveličanje, naša odrešitev se zgodi v času naše molitve. Selbstverständlich gilt danach die weitere Einladung für jeden, der Jesus als Herrn und Erlöser angenommen hat. Seveda velja nadaljno vabilo za vsakega, ki je sprejel Jezusa kot svojega zveličarja, Bleibt in mir, so bleibe ich in euch. ki pravi Jezus, ostanite v meni in jaz bom v vas. Und wir haben gestern besprochen, Včeraj smo se pogovarjali,
Die beiden täglichen Schritte, um in Jesus zu bleiben, sind obeh dnevnih korakih, da bi ostali v Jezusu, torej 2 koraka sta: ein beständiges Empfangen seines Geistes, stalno prejemanje njegovega duha, indem wir jeden Tag ko, um den Heiligen Geist bitten und ihn empfangen, ko vsak dan prosimo za njegovega duha in ga sprejemamo, und ein Leben der vorbehaltlosen Hingabe an seinen Dienst. in življenje predanosti v njegovi službi brez zadržkov. Also die tägliche Erneuerung meiner Hingabe. Torej vsakodnevna obnovitev naše izročitve. Ich bin froh, dass ihr das Heft habt. Veseli me, da imate Lasst to es euch gradivo. von eurem Prediger geben. Če ga nimate, naj vam ga da vaš pridigar. Takole, to so lekcije z dopisne svetopisne šole. Ja, dobro, ni v takšni obliki. Kaj misliš, da ni to? Ja. Jetzt sagen Sie, dass es nicht dasselbe ist. Inhaltlich. Aha. Inhaltlich. Dann könnte es ja vielleicht übersetzt werden. Ich lasse Potem euch, se da prevesti. euch Unterlagen da und ich habe auch noch das etwas ausführlicher geschrieben, dass ein Mensch das allein für sich lesen kann. In diesem Blatt Ergreife das Leben. Tukaj sem sam napisal nekaj malo več, kot je v tem zvezku, o tem, kaj lahko doživi človek, ki se bo lotil svoje odvisnosti. Es ist entscheidend, dass wir den Menschen den Weg zeigen, wie sie mit Jesus eine Beziehung haben. Odločilno je to, da moramo pokazati ljudem pot, Wenn sie Jesus ki so se im Leben, odločili za to, da zapustijo odvisnost, pot do Jezusa. wenn sie Jesus in ihrem Leben haben Če imajo Jezusa v svojem življenju und in ihm wachsen, in v njem rastejo, werden sie frohe und starke Menschen. bodo postali veseli in močni ljudje. Gott ist mit ihnen in ihrem Tun. Bog je z njimi v teh njihovih ravnanjih. Etwa die Hälfte der Menschen, die dieses Übergabegebet gebetet haben, Sigurno polovica ljudi, ki so molili to molitev izročitve, wollten anschließend die Bibel studieren so želeli zatem tudi proučevati Sveto pismo und sind nach einiger Zeit getauft worden. in so se po določenem času tudi krstili. Adolf wurde einige Monate später mit seiner ältesten Tochter getauft. Adolf se je skupaj s svojo starejšo hčerko krstil nekaj mesecev kasneje. Als vor ein paar Jahren gestorben ist, Ko je pred nekaj leti umrl, habe ich das auf seiner Beerdigung erwähnt. sem to omenil pri njegovem pogrebu. Gott will, dass wir Leben haben, neues Leben. Bog hoče, da bi mi imeli življenje, večno življenje. Ich möchte nochmal sagen, Gott ist mit einem armseligen Christsein nicht zufrieden für dich, Bog ni zadovoljen, če si ti en malodušni kristjan, und nicht zufrieden für sich selber, pa niti on sam ni zadovoljen, če si ti tak kristjan. weil ein solches Leben ihn nicht ehrt. Kajti takšno življenje ne časti njega. Gott schenke uns Gnade, Bog naj nam podari milosti, dass wir selbst den Weg der Befreiung gehen, wenn wir irgendwo gebunden sind, da se sami podamo na tej poti osvoboditve, če smo tudi na nek način odvisni, vezani, dass wir unseren Bund mit Jesus erneuern, jeden Tag, da svojo zavezo z Jezusom vsak dan obnovimo oder ihn eingehen, wenn wir ihn noch nicht eingegangen sind, ali, če še nismo te zaveze storili, da jo storimo, aber dass wir das Leben in der Kraft Gottes führen und nicht in unserer Kraft. ampak da živimo življenje po Božji moči, ne po lastni. Amen. Amen. Nimmst du das?
Lasst uns zum Gebet aufstehen. Ustanimo k molitvi. Unser Vater im Himmel, Naš nebeški Oče, wir danken dir für deine große Liebe hvaležni smo ti za tvojo veliko ljubezen und wir bitten dich herzlich, in te iz srca prosimo, hilf uns dir zu vertrauen und in diesem Vertrauen zu wachsen. pomagaj nam, da ti zaupamo in da v tem zaupanju rastemo. Und wenn wir irgendwo gebunden sind, In če smo na kakršen koli način vezani, odvisni, dann bitten wir dich, tedaj te prosimo, hilf uns, den Weg der Befreiung zu gehen. pomagaj nam, da se podamo na pot svobode. Und wenn Angehörige oder Mitmenschen gebunden sind, In če so mogoče naši sorodniki, naši prijatelji vezani, odvisniki, dann hilf, dass wir ihnen den Weg zeigen. pomagaj nam, da jim pokažemo pot k svobodi. Und wir bitten dich, hilf uns ihnen vor allem, den Weg zu Jesus zu zeigen, Pomagaj nam predvsem, da jim pokažemo pot do Jezusa, damit sie mit ihm als selbstständige Christen durchs Leben gehen können. da lahko z njim kot samostojni kristjani hodijo po tej poti. Denn du willst uns begleiten, du willst uns den Weg für unser Leben zeigen. Kajti ti nam želiš pokazati pot, nas želiš spremljati na tej poti. Und du willst jeden den optimalen Weg für sein Leben führen. In želiš vsakemu pokazati najboljšo pot. Hab herzlichen Dank dafür. Hvala ti iz srca. Amen. Amen.